Hallo, Freund Hugo. Alter, Axel! Du brauchst jetzt nicht machen so auf, oh, ich hab dich vermisst. Ich hab die Crafting Talks mit dir vermisst, doch. Nein, hast du nicht. Wie hab ich nicht? Nach Craft Attack, ich hab dich so oft versucht anzurufen. Ich hab dir geschrieben, du hast einfach mich geghostet. Was laberst du? Weißt du, jetzt wo Craft Attack wieder losgeht, brauchst du wieder dein Projekt, ja, wo du den Leuten sagen kannst, von wegen, guck mal, ich bin richtig nett zu Behinderten oder sowas. Was? Was Und dann lab... kommt der Dicke wieder ins Spiel. Ja? Dann bin ich wieder gut genug, ja, damit ich dein Karma wieder richten kann. Was lab... Bro, du hast nicht einmal versucht, mich anzurufen. Guck mal, alleine der Fakt, dass du jetzt nachgucken musst. Du hast mich nicht einmal angerufen! Alleine der Fakt, dass du nachgucken Du musst. hast mich nicht einmal angerufen, Doch, Bruder! hab ich. Nein, hast du nicht! Ich hab's doch gerade gesehen! Also hast du nachgeguckt gerade. Ja, hab ich! Ja, also, warum hast du nachgeguckt, wenn das doch nicht stimmt? Ey, Digga, bist du... Bruder, Ja, guck mal, wenn du weißt, dass etwas nicht stimmt, dann muss man ja nicht nachgucken, oder? Bruder, ich hab geguckt, ob du vielleicht recht hast oder nicht. Ja, ich hab ja auch recht. Nein, hast du nicht. Du hast mich nicht angerufen. Ich habe sogar in deinen Stream-Chat geschrieben, als du mich gedingst hast hier, als du mich nicht geantwortet hast. Machst dich jetzt über Menschen mit Sprachfehler witzig? Oh mein Gott, Digga. Das ist nicht in Ordnung. Es gibt wirklich Menschen, die haben eine Sprachstörung. Die gehen mehrmals im Monat zum Logopäden. Die leiden richtig darunter in ihrem Privatleben, ja, weil die nicht ernst genommen werden von ihren Mitmenschen oder Probleme im Alltag haben. Und jetzt machst du dich darüber witzig. Warum lachst du jetzt? Du hast wirklich Glück, dass Stream für dich funktioniert. Ich ja, weiß, ich weiß. Ja, auf dem Arbeitsmarkt, du wärst komplett verloren. Ich weiß. Ja, also die würden dich nicht mal auf dem Fischkutter mitnehmen zum Fische ausweiden. Ich weiß. Aber du hast doch auch Glück. Warum hab ich Glück? Weil ich fett bin? Das hast du jetzt gesagt. Ja, das war eine Frage. Warum soll ich Glück haben? Ja, was kannst du denn arbeiten? Also guck mal, zuallererst, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja? Warum arbeitest du nicht? Weil ich fett bin. Ja, aber dann ist ja lucky, dass du Streamer geworden bist. Ja gut, aber ich war ja nicht, ich habe ja weiterhin gearbeitet, während ich noch angefangen habe mit YouTube und sowas. Ich habe auch Praktikum gemacht. Ja, ein Praktikum wo? In der Tierhandlung oder was? Bei den Hamstern? Nee. Wo hast du denn ein Praktikum gemacht? In einer Technikabteilung von der Firma, da wo mein Vater gearbeitet hat. 3 Wochen lang. Ah, also über Vitamin B kamst du rein, hast einen Kaffee geholt. Oder? Nee, bist du was gemacht da? Ja, was hast du denn da gemacht? Ja, ich hab rumgesessen. Okay. Hab PCs aufgeräumt in Regale. Ja, hab so die Drecksarbeit einfach gemacht. Meine Maus ist kaputt. Das tut mir leid. Was tut dir leid? Hallo? Bro, ich wurde gerade wirklich in den Arsch gefickt. Digga, da hat jemand einen Jump'n'Run gebaut. Hat jemand so mäßig unsichtbar eine Wand gebaut, dass ich jetzt in ein Loch gefallen bin, gestorben bin. Wie kann man eine unsichtbare Wand bauen? Ja, ich hab Shader und dann ist dunkel geworden und da war da so braunes Glas und ja, ich kann dir gleich Clip geben. Digga, Also ist das ja im Prinzip deine Schuld mit deinem Shader. Oh mein Gott, bitte, Digga. Hä? Das ist ein Full-Dia-Haus. Bruder, Vini, ist das von dir? Ja. Bruder, du hast mich gefickt, Digga, du hast mich gefickt. Bruder, du hast mein dummes Gehirn genommen und mich einfach gefickt. Schön. Du bist der Dritte heute, by the way, mit der Trap. Digga, ist das krank. Ich hab Henno und Pete mit auch bekommen. Bro, Digga, mitten im Nirgendwo ist die auch, what the fuck? Die sagen gerade, du hattest ein Date mit einer Frau, die heißt Coxic. Ich hatte kein Date mit ihr. Ich hab mich nur mit ihr getroffen. Ja, das ist doch ein Date. Nein. Wenn ich mich mit einer Frau treffe. Bro, du kannst doch mit einer Frau auf diese Homie-Basis treffen, oder nicht? Nein, ich bin hetero. Ja, ich doch auch. Ja, also war es ein Date. Nein, Bro. Ja, aus welchem Grund trifft man sich mit einer Frau? Content. Also Okay. sie hat gestreamt, ich hab gestreamt. Ja, okay, das ist eine richtig geile Love Story. Wie? Sie hat gestreamt, ich hab gestreamt. Nein. Dann ist es passiert. Nein, es ist nicht passiert, bitte. Ist nichts passiert. Nein. Wart ihr beide noch live, als ihr getrennte Wege gegangen seid? Oder ist der Stream geendet und dann wart ihr immer noch zusammen? Ich mache einen Summerton, ich bin die ganze Zeit live. Ah, okay, also ist es ja faktisch, dass du nichts mit ihr hattest. Ja.
Bist du deswegen traurig? Nee? Die nicht hübsch. Bro, Ja, hast du wenigstens mit ihr die Nummern ausgetauscht? Weiß sie, woran sie bei dir ist? Oder wird sie erst dann traurig sein, wenn du sie auch ghostest, so wie mich? Oder ich hab dich nicht geghostet, Digga. Ich höre hier gerade, du hast sie nicht mal umarmt beim Begrüßen. Ne? Bei welchem begrüßen? Bei welchem? Ja, wenn man Hallo sagt, ne? Das bedeutet begrüßen, beim Hallo sagen. Bro. Erstes Treffen hat sie mir die Hand gereicht auf High Five Ich hab mäßig. dich öfter getroffen. Oh. Wir haben uns 3 Mal getroffen. Beim 3. Mal weißt du eigentlich, was passiert, ne? Was denn? Beim 3. Mal wird der Pokémon-Kartenordner rausgeholt. Den hab ich aber nicht hier. Was? Er hat mehr mit Hui geredet als mit ihr? Was? Nein, Du hast zwei Frauen Bro. eingeladen bei dir? Warte, du hast 2 Frauen bei dir zu Bro. Hause gleichzeitig Bro. ein? Das ist ja richtig Bro, Disrespect, Bro, wenn man Hui, Doppeldate Bro, macht. Hui ist keine Frau. Okay, was dann? Hui ist ein Kollege. Hui ist ein Freund. Okay, also hast du die Frau nur eingeladen, Nein, damit du von deinem Bro. Kollegen angeben kannst mit ihr? oder Nein, wie? Digga, das ist auch Bullshit, Bruder. Sie war da und ich habe locker eine Stunde mit ihr geredet. Dann kam Hui für 15 bis 20 Minuten und dann war er auch wieder weg. Also, das ist Bullshit, was der da sagt. Dann hast du sie quasi liegen lassen und dann war sie wieder gut genug, als dein Freund weg war, oder? Was laberst du? Warte mal, da schreibt jemand, dass sie heute für dich kochen wollte bei dir und du hast gesagt, nein, wegen Minecraft. Ja. Junge, eine Frau, eine wahrscheinlich attraktive, die war attraktiv oder war die übergewichtig? Ja, Google. Kannst du mir auf Discord einen Link schicken von ihrem Social Media? Kann dir ein Foto von dir schicken. Was für eins? Ein ganz normales. Was ist normal? Also bei dir hinterfrage ich, was normal ist. Ja, aber ist ja auch erstmal egal, ne? Jeder hat ja einen anderen Geschmack, okay? Hab's dir geschickt. So, du hast danke. Ja gut, da hätte ich auch lieber Minecraft gespielt. Nein, Spaß. Ich bin froh, wenn irgendeine Frau mir schreibt, weißt du, die Puls hat. Ja? Also, guck mal. Was? Eine Frau... Du musst es halt, stopp, zurücknehmen. Du musst es Ich nehme zurücknehmen. das zurück. Es tut mir leid. Man sollte nicht im Glashaus sitzen, wenn man Steine in der Hand hat, okay? Also, guck mal, jetzt auf Ernst, ne? Natürlich ist das auch in Ordnung, wenn man das geheim und privat hält und so, ne? Aber ihr seid beide Personen öffentlichen Lebens und ich glaube, dass 90% der Leute sich wünschen würden, dass du unter gute Hände kommst, ja? So, die sieht jetzt nicht hässlich aus oder verbraucht oder sonst in irgendeiner Art und Weise psychisch fertig. Also, die macht einen normalen Eindruck, so, ne? Die steht wahrscheinlich im Leben mit beiden Beinen. Bruder, Warum, sag doch nicht was? verbraucht, Digga. die sieht nicht verbraucht aus, hab ich Ja, gesagt. aber warum sagst du das so? Weil ich finde, dass sie nicht verbraucht aus. Sie sieht einfach nicht verbraucht aus. Okay. Wer sieht Ja, verbraucht guck aus? mal, Männer reifen wie guter Wein und Frauen, wenn die älter werden, dann werden die verbraucht. Also die sehen dann fertig aus. Ja, und die macht einen ordentlichen, anständigen Eindruck. Also das wäre, also was Besseres wirst du nicht finden. Bro. So, warum sagst du ihr nicht einfach, du, hey... Mann, ich will nichts von ihr. Warum schließt du das per se aus jetzt? Du willst doch, guck mal, der Mensch möchte sich ja fortpflanzen, ja? Und ansässig werden, okay? Warum du nicht, oder warum sagst du, dass du es nicht möchtest? Ich meine, sie ist jetzt nicht hässlich. Ja, aber Aussehen ist doch egal, oder? Nein, finde Also, ich jetzt nicht. jetzt nicht komplett egal. Ja, sie ist eine hübsche Frau, aber Also über 65 Kilo würde ich mir keine ins Haus holen. Hallo? 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 Also, der Exi sagt auch, Bruder, die hat ihn ständig Sachen gefragt, sie hat mies Interesse gezeigt. Warum gibst du ihr nicht einfach die Chance, dass sie dich kennenlernt oder dass du sie kennenlernst? Bro, oh mein Gott. Was? Bro, die Viewer interpretieren da zu viel rein. Es ist doch völlig egal, was da jetzt Wahrheit ist oder was man rein interpretiert, sonst irgendwas. Fakt ist, dass sie gerne mit dir mehr Zeit verbracht hätte. Nein, Egal, ob wie es- sollst du das denn wissen? Weil sie doch gesagt hat, sie würde gerne was mit dir kochen. Das ist ja guck mal, es spielt ja auch gar keine Rolle. Vielleicht hat sie es ja auch nur gesagt für Content, kann ja auch Ja. sein. Aber selbst dann
ist es ja doch was Schönes. Das ist wie wenn ich zu meinem Arbeitskollegen sage, hey, ich würde halt gerne mit dem Peter auf Baustelle gehen, weil ich mag den Peter gerne. So, und vielleicht lande ich dann mit dem Peter hinten im Bus, zwischen den Kabeltrommeln und wir küssen uns. So, vielleicht ist das ja bei euch genauso ein Ding, dass ihr arbeitstechnisch gut miteinander klarkommt und sich daraus dann vielleicht etwas mehr, dass da was mehr raus wird. Wenn sie ja schon Interesse hat, mit dir Zeit zu verbringen. Egal aus welchem Grund. Mein Herz ist vergeben. Bist du wieder mit deiner Ex zusammen? Nee. Hier mit Vivian oder Vivi oder wie die hieß. Ja, genau, Vivi. Hallo. Oh, Hallo. oh mein Gott. Axel, wie geht's dir? Wir haben Na? uns so lange nicht. Ja, wie geht's dir? Gut. Finde ich geil, dass du den auch runter machst, Digga. Komm, sag doch auch, dass du den angerufen hast, Digga. Nee, tatsächlich hat Stegi mir immer geantwortet, wenn ich Ja. Ach, Digga, schickt euch doch beide in den Arsch. Ja, ich lese ja auch gerade, du bist wieder in einer Kennenlernphase. Bro, was? Ja, das sind Dinge, die ich halt lese, so. Nein, ja, die Lenkst du dich denken, mit die. dieser Kennenlernphase nur ab von deiner letzten Nein, Freundin? Bro, ich hab keine Kennenlernen. Die denkt wahrscheinlich Coxing wieder. Also ist es ja doch was Ernstes. Nein! Ja, dann weiß ich dir auch nicht mehr zu helfen. Das wäre jetzt der perfekte Moment, selbst wenn du sie nur ausnutzt, um über deine letzte Freundin hinwegzukommen. Ja, also dann weiß ich, selbst das wäre, glaube ich, sogar in deiner Situation noch in Ordnung. Bro, gar nichts habe ich gezählt. Der Typ, ich Also. weiß nicht, von wo der das alles weiß. Bruder, ich hab keine Gefühle! Nee, du kannst mir ja nicht erzählen, dass jeder Mensch sich einmal sieht und dann Gefühle da sind. Es geht um Chancenergreifung. Unsere Eltern zum Beispiel haben sich ja auch nicht einmal getroffen irgendwo und waren dann direkt verliebt, sondern man hat sich offen gemacht, man hat sich frei gemacht für Gelegenheiten und Möglichkeiten, um daraus etwas zu erhalten, weißt du, um etwas darauf aufzubauen. Aber wenn man sich gegenüber einer Frau, die Interesse an einem bekundet, komplett verschränkt, dann kann da ja auch nichts bei rauskommen. Und das ist es ja. Er geißelt sich selbst, er gibt dieser Frau den Laufpass, ja, anstatt irgendwie zu sagen, hey, komm gerne vorbei, wir kochen, ja, und ja, ne, wir machen was zusammen oder so. Ja, gucken vielleicht noch einen Film oder sowas, ne, und vielleicht ergibt sich ja was dann daraus. Mhm. Ich gehe jetzt auf Instagram, okay? Ja? Warum bist du so gereizt gerade, Hugo? Sie hat mir nicht einmal geschrieben. Weil sie doch von dir schon die Signale bekommen hat, dass du kein Interesse an ihr hast. No. Sie ist doch verletzt jetzt gerade. Ja, Mann, ja, da genau, sie ist verletzt, ja. Sie war bei mir. Der ganze Chat schreibt Kiss, okay? Bruder, sie war so verängstigt und was auch immer. Hast du dir Richtig- Angst gemacht? Mehrere Male, oder? Na gut, ich hätte auch Angst, wenn mich jemand direkt Fremdes in seine Wohnung einlädt, ja, und dann so zu mir ist und nicht mal richtig Tschüss sagt. Ja, also ich lese das, was die Leute in meinen Chat schreiben hier, von wegen, ja, da hast nicht mal eine Umarmung gegeben zum Abschied. Bro, Du hast da nur war gesagt, eine Tschüss, Umarmung! Bruder. Du hast nur gesagt, tschüss, Bruder. Nein, Das hab ist ich nicht! richtig. Ich hab. Oh mein Gott. Bro, ich hab sie umarmt! Also war das doch nicht der Türspion, der dieses Geräusch gemacht hat. Gott, Digga. Aus dem Grund, Bruder, Leute soll sagen ich nicht, dir beweisen, oh, dass Hugo- dieser Sound Hugo von diesem. ist nicht mehr der Weißt du was? Junge, Halt's weil er Maul! jetzt mit einer Halt's Frau Maul! ist. Ja? Ich geh zu den Nur weil Türspion! deine Zuschauer Ich geh halt die Fresse! Animes den ganzen Tag Ich gucken geh und jetzt keinen zu den- Kontakt zu Frauen Nein, Bro, haben, ich heißt fick das dich. nicht, dass Ich du geh das zu- auch so machen musst. Wollt ihr auch essen? Dann benutzt Uber Eats und mit meinem Code Hugo spart ihr 2x12 € auf eure ersten Bestellung. Jalla, Jungs, auf euch. Wenn nächstes Mal, wenn ich eine Frau dreimal kennengelernt habe, dann küsse ich sie und dann ich sie danach. Was willst du von mir? Warum soll ich sie küssen? Ich finde gut, dass du jetzt zu deinen Emotionen auch stehst, aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist einfach, wenn eine attraktive Frau in deinem Flur steht und geht und sich von dir verabschiedet, warum spielst du an diesem Türspion? Also hast du ADHS, verschränkst du deine Beine und lehnst dann so an der Wand und machst so ein verlegenes Gesicht, ja, und findest alles kicherig, aber was ist das denn? Du bist doch ein erwachsener Mann. Ich habe wahrscheinlich ADHS, ja. Das ist ja auch in Ordnung, aber eine attraktive Frau will dir Tschüss sagen und du spielst mit diesem Bist Plastikknüppel. du denn dumm? Ich hab dir vorhin gesagt, dass sie sich währenddessen die Schuhe angezogen hat. Ja, aber da hättest du ihr auch helfen können, die Schuhe anzuziehen. Vielleicht ihre Tasche in die Hand nehmen. Ja, Digga, ich soll sie auch noch anziehen oder was? Soll ich ihre Haare noch kämmen, Digga? Fick dich! Nein,
Nein, aber du könntest sie zum Beispiel, könntest du sie ja auch zum Flughafen fahren. Ja? Jemand schreibt gerade, dass sie niemanden dort hat, der sie fahren könnte. Sie müsste Geld bezahlen. Ja, sie müsste Taxi sich nehmen. Warum schreib ihr doch jetzt mal bitte. Schreib ihr doch jetzt mal bitte und sag, hey, wie sieht's aus? Can I bring you to the airport tomorrow? Ja? Das wäre doch was Nettes, oder? Schreib's Ich an. lese gerade, sie hat dich schon gefragt, ob du sie zum Flughafen fährst. Du hast Nein gesagt. Das ist Bullshit, das ist nie passiert. Warum schreibst du sie jetzt an, Hugo? Wie schreibt man auf Englisch, wann geht dein Flug? Warte, ich schreibe dir im Discord. Okay, dann kopier es einfach und schreibe das, okay? Okay. Ich habe dir jetzt geschrieben, hello, just wanna ask when your flight goes, I would like to bring you safe to the Nein. airport if you want. Warum? Das ist eine ganz neutrale, normale Nachricht. Oh, ist sie. Also Hugo, wenn du ihr das jetzt nicht schreibst, wenn du jetzt wieder nur gelogen hast, ja, und ihr nicht schreibst, dann bin ich menschlich, persönlich, privat von dir enttäuscht. Hab's dir angeschrieben. Was hast du ihr denn geschrieben, wenn ich fragen darf? Sag ich nicht. Ja, hast du vom Kontext her gefragt, ob du sie zum Flughafen fahren kannst? Ich hab gefragt, wann ihr Flug geht. Ja, okay. Ja, wenn sie jetzt schreibt, morgen um 16 Uhr, ist das für dich in Ordnung, oder? Das wäre okay. Also du hast schon Interesse an Frauen. Ich habe Interesse an Frauen, aber ich habe keine romantische, sexuelle Interesse an ihr. Ja, wenn du kein Interesse an ihr hast, warum fragst du sie dann, ob du sie zum Flughafen bringen kannst? Du hast ja nur unnötige Hoffnung. Nein, Bro! Nein, Bro! Nein, Das ist ja geisteskrank. Nein, Du machst nein. ihr Hoffnungen. Nein! Du machst ihr Hoffnungen. Nein! Du kleiner Bastard, Digga! Das ist ja geisteskrank. Bastard! Hugo, also Du das ist diabolisch, Alter. Das ist wirklich diabolisch. Also du hast kein Interesse an ihr und willst sie trotzdem zum Flughafen bringen und gibst ihr damit ein Zeichen von Interesse. Willst du ihr Herz komplett brechen? Hallo? Ja. Hallo? Ach, die Liebe. Ach, halt deine Fresse. Halt dein Maul. Ah, Hugo, hast du eine Freundin? Nein, hab ich nicht! Ey, sei dir gegönnt, Bruder. Ich dachte, du wichst den ganzen Tag. Tu ich auch. Und was hast du gemacht? Ich hab gar nichts Weiß nicht, was gemacht. für ein Tag ist es. Oh mein Gott, Digga. Stegi. Yo, Bruder, sag bitte was. um was Ey, geht's wir gerade? haben gerade erfahren, dass Hugo eine Freundin hatte und aufgehört hat zu wichsen. Wir sind sehr stolz auf ihn. Hallo? Also, sorry, Russ. Also, Hugo, Ja. du verletzt keine Frauen, ja? Ich habe keine Frau verletzt! Und deine Freundin sowieso nicht. Körperlich Ich nicht, habe aber keine emotional. Freundin! Doch, Ich habe du gleich hast. kein Ohr Oh, oh, sorry. Alter. Du hast eben gesagt, du verletzt keine Frauen. Was war das? Alter. Aber du schreist sie anscheinend an, die ich gerade bei Rose gesehen Er habe. hat mich gerade nachgeäfft mit meinen Stottern. Hugo hat sich vorhin auch schon über Menschen mit Sprachfehler lustig gemacht, wie ich ihm erzählt habe, dass diese Menschen mehrmals im Monat zur Logopädie gehen und darunter auch in ihrem Privatleben leiden und daraufhin hat er nur lauter gelacht. Ja, ich finde das nicht in Ordnung. Alter, Hugo, was ist mit dir? Das ist nicht lustig. Ey, Hugo, ich habe dich so auch nicht kennengelernt. Jetzt knurrt er. Ja, der isst gleich seinen Tisch oder so. Wir müssen jetzt auf. Hunde, Hast du nicht heute gebellt für mich? süß. Doch, hab ich. Und das auch. Ich finde Hunde süß. Ja, ich sag auch, Hunde ich bin Doch, süß. Guck mal, jetzt lacht er dich aus, weil du süß nicht richtig ausgesprochen hast. Lacht er dich jetzt darüber deswegen aus. Digga, dein Ernst, was hast du denn für ein Irie? Er hat sich sogar gerade wiederholt und hat gesagt, also Ja, Hugo, Hugo, das geht jetzt gar nicht sowas. Also, Hugo, das ist, die kann dafür nichts, ne? Das ist ja schon logisch. Hugo, ich bin ja bei jedem Spaß dabei, aber sie ist wie eine Schwester für mich. Ich finde das gerade nicht so lustig. Ah, okay, ich komme später nochmal, Leute. Nein, ist so tut mir leid, dass Hugo so jetzt zu dir war. Ich sag Ja, guck mal, jetzt ernst, ist sie weg. ernst. Also, klar, wir machen immer so unsere Jokes, aber das war schon ein bisschen tough gerade. Ja, rede, Es Hugo. tut mir unfassbar leid. Was denn? Hugo, warum lachst du jetzt? Was tut dir leid, Hugo? Guck mal, er nimmt das ganze Thema nicht ernst. Er juckelt da wieder rum vor der Cam und macht sich darüber witzig. Also, Hugo, Hugo. wirklich. No, nein. Wenn ich dir Nein. jetzt ernsthaft sagen würde, dass mich das Nein, verletzt, Bro, würdest Real du talk. anders damit umgehen? Ja. Wie Ja. würdest du damit umgehen dann? Ich will mich aufrichtig entschuldigen. Doch, es tut mir wirklich leid und ich höre jetzt auf damit. Wenn du das nicht willst, dann höre ich auf.
Okay. Nein, jetzt Meine mal Mutter her- ist nämlich Nein, gehbehindert. Real Talk, ich finde das nicht lustig. Hör auf. Was, hör auf. Warum soll sie jetzt aufhören? Du hast doch Ich kann damit nicht aufhören, das ist eine Behinderung. Nein! Sagst du jetzt gerade, dass sie ihren Sprachfehler aufhören soll? Sie kann das nicht kontrollieren, Hugo. Sie hat eine Spracheinschränkung. Ja, sie kann das nicht kontrollieren. Bro, das meine ich nicht. Rose, es tut mir leid, ich werde jetzt ab sofort nie wieder machen. Das war richtig scheiße von mir, ich höre auf damit. Also, Rose, du musst die Entschuldigung nicht annehmen. Ne? Es ist nur in Ordnung, dass ich entschuldigen kann, aber du musst sie nicht annehmen. Nimmst du sie an? Also, Nötige sie jetzt Nein. nicht. Du hast heute schon genug gemacht, Hugo. Hugo, mein Bester. Du weißt, Mhm. ich mag dich, ne? Mhm. Ja. Warum hast du deinen Mund so komisch? Nee, weil ich getrunken habe. Was bist du? Ich habe getrunken. Ich habe kein Problem, wenn wir zusammen darüber lachen, aber ich habe dir heute auch mal gesagt, ich bin nicht dein Clown. Das Weil- weiß ich und das bist du auch nicht. Genau, also nur, guck mal, ich habe jetzt mal auf jetzt auch ernst gemeint. Ich habe gar kein Problem, wenn man so mit mir darüber lacht, weil ich finde es auch lustig, einige Wörter, aber was ich gar nicht mag, ist, wenn man zu mir kommt und sagt, ey Rose, sag mal 9 oder sag mal Chicken No-Go. Nigga, no. Nee, ist nicht lustig. Wie bitte? Du bist ja nicht der Zirkusaffe von jemandem, ne? Also, du bist ja nicht, Warum lachst du jetzt, Hugo? Hugo. Sorry. Sorry, Sorry. sorry. Ey, Chat, ihr wisst, Ey, was Rose, sagen ich finde das wollte. jetzt nicht schwör's lustig, euch. ne? Ich finde es auch nicht lustig. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn ich das sage? Das ich ist möchte echt das schlimm nicht und ich finde sagen. das nicht lustig. Aber auf jeden Fall, ich mag das nicht, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sag mal dies, als wäre ich so ein... Was denn? So ein Hallo? Ich meine das Hugo, das ernst. ist gerade ernst, ja? Ja, okay. Hör auf damit jetzt. Ja, okay. Mann, wegen dir habe ich das N-Wort gedroppt. Warum Da brauchst du- lachst du jetzt, Hugo? Wenn es für dein Vergnügen ist, dann lachst du gerne, ne? Voll Also lustig. ich fand das alles nicht lustig. Wie das mit Hugo schon Rede. angefangen hat vorhin und jetzt mit Rose, das finde ich alles nicht gut. Peak Content. Ja. Ja. Also ich finde das wirklich sehr beängstigend, Hugo, dass du durch deine Isolation im Stream vergessen hast, wie man mit Menschen umgeht. Das sind ja fühlende Wesen. Ja, also du kannst sie ja nicht einfach so behandeln. Okay, aber eine Frage habe ich trotzdem. Jetzt bin ich gespannt. Tamam, das gerade, okay. Aber Hamam? warum ist es dann okay, mich darzustellen, als würde ich irgendwelche Frauen mental verletzen, Digga? Das ist ja auch Bullshit. Man hat dich nicht so dargestellt, wir haben die Bro, zusammengetragen. was? Ja, also Natürlich das hast du mich ganz so klar. dargestellt. Nein, benutzt du Snapchat? das sind ja Fakten. Hast du ihr geschrieben, wann ihr Flug geht, ja oder nein? Ich habe ihr geschrieben, weil ihr Flug geht, aber was ist daran Hoffnung Hast du machen? Interesse an ihr? Hast du Interesse an Nein, habe ich nicht. ihr? Sie hat aber Interesse an dir. Hat Und sie dann auch hast du ihr wieder die nicht! Tür aufgemacht. Na klar, sie hat dich an. Oder du hast nicht einen Clip gesehen und laberst hier irgendwas. Also, Hugo, hast du schon mal eine Freundin? Ja, Ich hatte schon mal eine Freundin. Danke, dass du die Frage für mich beantwortest, Excel. ich wollte einfach nur präventieren, dass du sie anlügst. Mhm. Und wie lange? Das ist mir zu privat. Okay, sorry. Alles gut. Hattest du eine Freundin oder mehrere schon mal? Also nicht auf einmal, Hugo, ne, sondern nacheinander. Mhm. Ich hatte eine Freundin mit 16. Das ging 4-5 Monate. Dann hatte ich Mhm. noch eine Freundin 2022. Da war ich 18, glaube ich. Und das ging auch so 3-4 Monate. Und dann hatte ich noch eine, das ging ein bisschen länger. Aber ja. Aber ich finde das nicht fair, Hugo, dass du sagst, so darstellen. Ne? Weil wenn wir jetzt mal wirklich die Fakten zusammentragen, ne? Was war zum Beispiel mit dieser Mewtwo, die gesagt hat, dass du ihr nicht mehr geantwortet hast? Du hast sie geghostet. Rose, wie war dein Tag heute? Meiner? Ja, Hervorragend. Deiner? ja, danke. Eine Okay. Antwort ist auch eine Antwort. Erzähl mal deine Stories mit deinen Freundinnen, die du mal hattest. Was möchtest du genau wissen? Weil das sind viele Sachen. Also, weißt du, wenn ich jetzt anfangen würde, darüber zu reden, dann müsste ich so weit ausholen, die ganze Vordergrundstory erzählen, die Hintergrundstory. Also, welche expliziten Dinge möchtest du denn fragen? Dein Ich erstes beantworte dir Mal. alles. Ich schwöre dir, Was? ich beantworte mein erstes so? Mal. Ich will dein erstes Mal. Wie war das ganz genau?
Du willst Okay, genau ich wissen, hatte- du erzählst genau, wie es war. So Hugo will dich damit Details. angeilen. Einfach, Bruder. Ich will genau wissen, wie dein erstes Mal war. Erzähl Also- die Geschichte bitte, Hugo. Guck mal, das Ding ist, ich habe erst mit 18 meine erste Freundin so richtig, meine Ist ja nicht richtige schlimm. erste Freundin gehabt, ne? Nee, finde auch nicht schlimm so. Für mich waren einfach andere Dinge wichtiger. Ja, aber mit 18 ist doch Pokémon. normal. Nee, mittlerweile ist mit 12, glaube ich, normal. Ja, Hm, okay. 13. Da hast du auch recht. Ja, oder 13. Aber auf jeden Fall, ich hatte meine richtige erste Freundin relativ spät. Sie war 16, ich war 18. Und da haben wir einfach unser erstes Mal gehabt. Da waren wir, glaube ich, 4 Monate zusammen. Und ja, da haben wir unser erstes Mal gehabt bei mir im Kinderzimmer. Und Wie hat das angefangen? Erzähl Ja. mal. ja, wie hat. Ja, wir haben wie halt ist ganz das- normal. Wir lagen auf dem Bett, haben uns geküsst, dann haben wir uns angefasst und dann Okay, ist es aber halt ganz passiert kurz, So. Wir haben das ja, halt ja, geplant. aber- Wir haben Kondome gekauft vorher. Ach so. Okay, also ihr habt euch hattet jetzt. schon geplant. Ja, wir haben geplant, dass wir es irgendwann machen, aber wir haben jetzt nicht geplant, dass wir das jetzt direkt Okay, dann erzähl machen. ganz genau. Okay, ja, du hast dich aufs Bett gelegt, sie hat sich aufs Bett gelegt. Was dann? Wo sind die Aber Hände Hugo, warte hingegangen? mal ganz Wo? kurz. Hugo, warum Ja, willst du das das- alles so genau Ja, wissen? Ich habe genau. nicht was verpasst. Ich schwör's dir, bist du gerade Ronny? Ich kann dir ein Video zeigen, Hugo, wenn du möchtest. Was? Was? Also, Sag nein, mal. ich meine. Nein. Also nicht- Okay. Also, ja, was soll ich sagen? Wir haben uns halt berührt, so, ne? Dann habe ich ihre Hose aus. Sag mal, willst du das jetzt alles? Aber Warum, ist das nicht ein Hugo? bisschen weird, weil die so jung waren? Also, Nee, war ja 18. Ist ja valid. Und dann haben wir uns gegenseitig unseren primären Geschlechtsorganen angefasst. Dann habe ich noch ihre sekundären Geschlechtsorgane angefasst. Dann habe ich mit so einem 5 Liter Wasserkanister den Mund ausgespült, weil ich das erste Mal eine habe und ich das so ein bisschen komisch fand, weil sie einen Eigengeschmack, sie hat einen anderen Geschmack auf jeden Fall. Wir haben 50 Minuten lang im Bett gelegen und dann. Ich liebe dich, Let's Hugo Love. Ja, dann ist es halt passiert. Dann habe ich das vollgegiste Kondom genommen, habe das in die Ecke geworfen. Meine Mutter hat das dann halt am nächsten Tag weggeräumt. So. Die erzählt heute noch davon, hält mir das vor. Das ist krank. Ja. Also bist du jetzt auf Ernst traurig wegen deiner Ex wieder, oder? Ey, Wallabilla, ja, der Typ. Bruder, lass einfach bitte. Nein, ich meine das ernst. Ja, Alter. Ich will dir aber helfen. Bruder, lass doch einfach nicht drüber reden, ja? Nee, wir müssen ja nicht drüber reden. Ja, aber ein dann Tipp, passt. okay? Nein. Stell dich vor den Spiegel und sag zu dir selbst, dass du sie nicht brauchst. Denk an alle schlechten Dinge, die sie ausgemacht haben und red dir einfach ein, Bruder, dass es ihr bitte Verlust lass ist und einfach nicht deiner. drüber reden, ja? Aber wenn du Hilfe brauchst, na, ich bin da. Mhm. Ich glaube, ich gehe heute jetzt in die. Oh mein Gott, ich bin tot. Nee, doch nicht. Ich gehe in die Haier. Ich schlaf gut, Hugo. Ja, bis morgen. Ey, bis morgen. Ciao, Freust du dich ciao. schon auf morgen? Ich freue mich so krank auf morgen. Ey, cool. Ich bereite was vor für morgen, ja? Richtig Bock darauf. Glaube ich dir, ne? So ein Fragekatalog. Geil, Mann. Excel. Der ist auch hier. Jo, Ja, was geht? nix so. Ich brauch bisschen Blech und spiel Minecraft. Und du? Was brauchst du, Blech? Ich brauch bisschen Blech und spiel Ach Minecraft. so, Und du? raus du! Ja. Aber ist ja nicht gesund. Ach, wirklich? Ja. Ey, krass, du solltest Arzt werden, Hugo. Wirklich. Nee, kein Interesse. Darf ich dich was fragen, was vielleicht ein bisschen extrem ist? Also nicht extrem, sondern eher kontrovers. Ja, frag. Wenn du Männer lieben würdest, ja? Mhm. Und du müsstest dir einen raussuchen aus YouTube Deutschland. Wen würdest du am meisten so attraktiv finden? Hm. Hm. Also egal wer, ne? Also, dass ich ihn will oder mit ihm zusammen sein will? Ja, wenn man zusammen ist, fickt man ja auch eigentlich. Ja, aber guck mal, es ist ja was anderes, so One-Night-Stand oder zusammen sein. Zusammen sein Nee, muss der das ist dein Charakter stimmen. Ehemann. Okay, ist mein Ehemann, ja gut, dann fällt wichtig auf jeden Fall weg. Okay. Boah, ich sag Real Talk Willi. Willi? Ja, Okay, warum? weil der geil aussieht und cool ist, ist lustig. Okay, geile Antwort. Danke, dass du es beantwortet hast. Du? Oh, schwierig. Ist also wirklich schwierig. Was schwierig. Ja, es gibt sehr viele attraktive YouTuber und Streamer in Deutschland. Zähl die Top 5 aus. Einfach so, die jetzt in den Kopf kommen. Attraktiv oder auch Charakter? Beides. Okay, vom Charakter Oh, Kilian, also Tanzi auf Platz 1, Mhm. danach Wallace, Mhm. dann
Also, du wärst mit ganz viel Not auf Platz 5, aber einfach, weil ich wahrscheinlich Ehrenmord mit dir machen würde, wenn wir länger als eine Stunde zusammen in einem Raum wären. Okay. Ausstrahlung. Hast du schon mal dich mit einer Frau getroffen? Und als sie dich gesehen hat, hat sie so, nee? Nee, Okay. weil ich ja immer ehrlich war mit meinen Bildern und mit meinen. Ne, also, ich habe ja nie gesagt. Du hast hey, nie ich bin volles gefaked. Model. Weil das ist ja unnötig. Dann trifft man sich, fährt da extra hin, weißt du, und dann sieht die, oh, guck mal, der arbeitet doch nicht bei Calvin Klein. Okay, ja. hattest du schon mal, dass du mit einer hattest und die dann so, wow, what the fuck, wie groß ist dein Schwanz? So mäßig? Also ich habe schon. Also die hat jetzt nicht gesagt, wow, wie groß ist dein Schwanz? Also, ne, die war jetzt nicht so. Konnte sich halt ausdrücken, artikulieren. Das war jetzt keine Asi-Braut oder so. Ja. Aber ich habe schon oft Komplimente bekommen. Für die Länge. Ja, auch für die Dicke. Also ich war zum Beispiel mit meiner letzten Freundin, wir haben. Kann ich den bitte noch mal sehen? Ich will den bitte noch mal sehen. Willst du da mal sehen? Ich will bitte noch mal sehen. Okay, ich schicke dir gleich das Bild. Ja, lass mich kurz zu Ende erzählen. Ja, okay. Meine Ex und ich, wir hatten eine Fernbeziehung. Wir waren richtig weit auseinander. Aha. Und als sie dann das erste Mal hier war, haben wir, glaube ich, 8 oder 9 Mal hintereinander direkt Digga, richtig krank. Bro, so. kannst du? Ich bin komplett ausgerastet. Du kannst 8-mal hintereinander. Ja, also das war jetzt nicht 8-mal eine Stunde oder so. Es war 8-mal, keine Ahnung, 8-mal bist du 10 Minuten oder 8-mal 8 Bist du Minuten. 8-mal gekommen? Ja, klar, Junge, ich wichse im Durchschnitt 8-mal am Tag. Ja, okay, das ist ja krass. Also wenn ich einmal, Bruder, da habe ich einen Cooldown von mindestens 12 Stunden. Ich muss jetzt ein Rad spinnen gehen. Alles gut. Wir sehen uns. Sagt doch nichts. Also, was für ein Rad? Oh nein. Nee, ey, hau rein, Bro. Hau rein. Okay. Nee, das tag ich nicht. Das tag ich nicht. Hallo, Hugo. Hugo, ich wollte dich nicht stören. Ich wollte einfach nur mal aus Interesse fragen, ob dir vielleicht schon Dings zurückgeschrieben hat. Coxig. Vielleicht gibt's ja was Neues. Oder vielleicht brauchst du einen Tipp oder einen Rat. Alles gut, Bro. Er hat noch nicht zurückgeschrieben. Okay. Ja, okay. Dann, wie gesagt, will ich ihn nie weiter stören. Und wenn was ist, wie gesagt, melde dich Ja, gerne bei mir. ich sag geb dir da Bescheid gerne dann. Tipps. Alles klar, da freue ich mich drüber. Ey, Ja? haust du rein. Okay, gar kein Problem, ne? Dann auf Jo. Wiedersehen, ne? Ey, yo, hau rein. Bis dann.